Servus beieinander! Willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich wünsche euch was. Ja, heute gibt es mal wieder so ein bisschen bayerisches, alpenvorländisches Brauchtum. Ich bin da wieder über ein paar Sachen gestolpert, die bei uns als Kind ganz selbstverständlich waren und ich gemerkt habe, dass die keiner mehr kennt. Es geht um zwei verschiedene Sachen, über die ich gestolpert bin. Und zwar ist das eine, das ist einmal der Hexenbeidel. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Das ist so die alte Version, das ist meiner. Den habe ich seit ich, keine Ahnung, 5 oder 6 Jahre alt bin oder noch kleiner. Das ist so eine moderne Version davon. Um den soll es aber gar nicht gehen. Ich stelle das nur mal vor, weil das auch wieder so ein interessanter Brauch ist. Das ist so ein Lebensbegleiter, den bastelt man sich als Kind aus Leder. Und dann tut man immer lauter so Kleinigkeiten als Andenken rein. Und das ist wie so ein Talisman, der beschützt einen. Das ist der Hexenbeidel oder der Drudenbeutel oder Hexweih. Und das wird aber ein anderes Video. Also nur ganz kurz angeschnitten, da steckt man das immer rein und den darf man sein Leben lang nicht aufmachen. Den muss man bei sich führen. Wird ja in allen möglichen Filmen dann mystifiziert und jeder redet drum, aber das ist ein alter bayerischer Brauch oder ein voralpenländischer Brauch und das sammelt man und das ist wie so ein kleiner Talisman, den steckt man dann in seine Tasche und das beschützt einen dann. Da sind kleine Scherben drinnen oder Muscheln oder irgendwelche Goldnuggets, die man als Kind findet, ja, oder Zähne oder irgendwas im Wald, kleine Bornling, kleine Grandeln, wie auch immer. Das ist Brauch 1. Brauch 2, das ist die Borndelkraxen. Das ist der bayerische Traumfänger im Endeffekt. Der wird gebaut aus allem, was man so findet. Auch wieder aus Holz, aus Geweih, aus Zähnen, aus Steinen, aus Muscheln. Alles, was halt irgendwie schön ist und was sich so ein bisschen bewegt und ein bisschen vor sich hin bimmelt. Daraus wird der gebaut. Den kann man natürlich in verschiedenen Größen bauen. Viele machen den so klein, als Drudenfuß oder als Dreieck oder als Kreis. Das ist praktisch der bayerische Traumfänger. Der soll einen vor der Trud und vor bösen Geistern beschützen. Den hängt man dann draußen so in die Bäume rein, da baumelt der so vor sich hin. Weil ihr wisst ja, vor was haben Hexen Angst? Vor toten Tieren, vor beweglichen Dingen, vor Scheren und vor dem Hühnerherrgott. Also im Norden heißt es, glaube ich, Hühnergott. Das ist der Lochstein, der Trudenstein. Da gibt es ein extra Video, verlinke ich euch da oben. Und das hängt man da alles so rein und dann hängt man das an seine Haustür oder in die Bäume um sein Haus herum und dann beschützt einen das. Also die zwei Sachen, der Hexenbeidel, Hexweih, Drudenbeutel und so weiter, gibt es einen ganzen Haufen Wörter und je weiter in den Norden kommt, umso unterschiedlicher wird es. Oder, um was es heute geht, die Borndelkraxen, das Geschlamperl, der Hutschengranzel, ja, der bayerische Traumfänger, den basteln wir heute aus Sachen, die rumliegen. Das heißt, es ist wieder eine Geschichte, die kostet euch 0 Euro. Und wenn sie fertig ist, ist es einfach ein wahnsinnig cooles Teil, wo so alles drinnen hängt, was man findet. Also man kann dann natürlich auch Abwurfstangen hernehmen. Man kann da fertige kleine Jagdtrophäen mit einbauen. Man nimmt dann Drudenstein, einen Lochstein her. Schöne geschnitzte Wurzeln oder Stöcke oder irgendwas Besonderes, die man dann zusammenschneidet, wo man sagt, schau mal her, das hier hat eine Form, die einfach irgendwie schon ganz cool ausschaut. Das ist aus Naturmaterialien. Das wird dann mit einer Bastschnur gebunden. Ich hole euch dann näher her und dann gibt es heute eine spannende Bastelstunde. Ja, viel Spaß bei dem Video. Und schleifen und schleifen und schleifen. Bis alle Kanten gebrochen sind und es eine richtig schöne Struktur hier wird. Zeig das mal an. Das ist wieder ziemlich schön, weil man hier die Verbissspuren vom Biber sieht. Die möchte ich gern lassen, weil das dem Ganzen wieder so einen richtig wilden Touch gibt. Ihr müsst es natürlich nicht so akribisch machen wie ich. Ihr könnt auch die Stöcke nehmen, wenn sie schön sind. Dann verbaut es halt einfach. Aber ich möchte halt doch, dass das jetzt ganz was Besonderes wird. Da meint man, das ist abgeschnitten mit der Säge. Aber das ist vom Biber so schön abgebissen. Hier sieht man die Zahnspuren. Das kann man schöner eigentlich selber gar nicht hinkriegen. Dann fangen wir mal an. Der erste Schritt ist ja immer der schwierigste, bis man mal so das Fundament irgendwie vernünftig gelegt hat.
Das ist übrigens ein Drudenstein, ein Lochstein. Die werden wir dann nachher auch noch als Schmuck dranhängen. Und das ist eine ganz besondere Geschichte, die es da dazu gibt. Die erzähle ich euch aber hier, da oben, da in einem anderen Video. Jetzt müssen wir am Anfang ein bisschen umeinander fieseln, damit wir das so hinbekommen, wie ich mir das vorstelle. Schauen wir mal, wo da die Mitten ist. Dass auch das alles dann schön noch auf dem Bild ist. Ich habe jetzt hier Leder drunter gelegt, und zwar die Rückseite. Das heißt, wenn der Heißkleber dann runtertropft, kann man das vom Leder relativ einfach wieder runterkratzen. Nehmt euch ein paar, die einen Bogen haben, weil nachher, wir wollen ja jetzt halt einen Drudenfuß bauen. Also für die, die nicht wissen, was das ist ein Pentagramm. Und dass das dann um den Ast immer rumgeht, dass man das ausgleichen kann, muss man halt natürlich schauen, dass die ein bisschen gebogen sind, weil dann tut man sich später deutlich leichter. Da seht ihr, was ich meine. Der biegt sich dann da runter, dann macht er da einen Bogen über den drüber und dann landet er hier wieder beim nächsten Ast oder Stock. Je nachdem, wie wir das halt brauchen, damit es schön ausschaut. Das ist halt jetzt immer eine Rumprobiererei, bis man da einen richtig schönen Stern beieinander hat. Und als Ziel zum Schluss möchte ich natürlich dann dieses kleine Geweih dann da in der Mitte haben. Das heißt, so ungefähr soll es dann ausschauen. Jetzt werden wir die dann da vorsichtig nach und nach mit einem Tropfen Heißkleber fixieren, dass das ein Teil ist. Und der nächste Schritt ist dann, dass wir es so richtig schön mit einer Schnur, mit einer Kordel umwickeln, damit es eine feste Form bekommt. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, dass der Kleber auch wirklich anzieht. Und dann können wir weitermachen. Dann nehmen wir das Ganze hoch und schauen, ob es erst einmal so passt, wie wir das vorstellen. Es muss erst einmal trocknen. Und was ist genau das richtige Werkzeug, um sich einen Drudenstern zu bauen? Genau, das ist das Drudenmesser. Das 9-Kreuz-Messer. Da gibt es auch eine ganz mystische Geschichte dazu. Sieht man das gescheit? Ja, so ein bisschen. Es sind 9 Kreuze und 9 Halbmonde eingeschlagen. Und dieses Messer aus braunem oder schwarzem Bockhorn, das beschützt euch dann in der Nacht oder euren Viehstall oder euren Neugeborenen vor der Drut, damit die ihm in der Nacht nicht drucken kann. Gibt es natürlich auch eine Geschichte dazu, verlinke ich euch auch hier oben. Und dann bekommt es natürlich auch wie so ein Traumfänger hier unten noch ein paar Schnürl, die da runterhängen und ein paar Verspannungen und ein paar Ledereinsätze. Und dann werden wir da noch die verschiedensten Drudensteine, Lochsteine, Hühnerherrgott, die werden wir dann auch noch mit dazu machen. Und dann ist es ein richtig mächtiges Schutzamulett. Bisschen größer als geplant, aber für die Tür bestimmt recht cool. Das Ende davon, das fixieren wir jetzt hier unten wieder mit Heißkleber. Und dann packt man das da unten rein, wo man es am wenigsten sieht. So. Können wir mal testen, wie das ausschaut, wenn das da drinnen ist. So stelle ich mir das ungefähr vor. Da habe ich lange überlegt, ob ich das drauf lasse, aber ich glaube, ich schleife das raus. Also der Name ist natürlich schon sehr cool. Wolfsruhe hieß der Jäger damals oder der Wilderer. Und da ist irgendwie 200947. Das ist halt schon eigentlich ganz geil. Ich werde jetzt hier ganz vorsichtig die Löcher vergrößern. Und dann werde ich hier 2 Löcher reinbohren, dass man nachher mit der Bastschnur da das richtig schön verknüpfen kann. Also so, dass man die dann praktisch hier in die Ecken spannen kann,
dass das ein richtig schönes, wildes Bastgeflecht wird. Und dann wird er langsam unser bayerischer Traumfänger. Unsere Borndelkraxen. Und das Schöne ist, man kann ja wirklich alles da dran binden, was man so findet. Man kann es immer weiter verzieren, man kann Lederstreifen noch dazu machen, irgendwelche Wildschweinzähne und so weiter und so weiter. Das schauen wir jetzt halt mal, wie man das da richtig schön reinbindet, dass das noch was ausschaut. Und ich denke mal, dass ich hier noch einen Faden drunter ziehe. Und den werde ich dann hier so rumwickeln und dann vielleicht mit Zweien, die dann da noch rausgehen, damit es so ein bisschen dreidimensional wird, die will ich dann da noch so rüberziehen oder vielleicht in der Mitte da durch oder da durch und durch die Löcher, dass hier einfach ein bisschen was passiert hier so in der Mitte. Da haben wir jetzt ein bisschen Kleber drauf, damit ich da so eine Spitze drehen kann. Da haben wir da zwei schöne Spitzen, mit denen wir da durch die Löcher durchstechen können. Und immer aufpassen, weil der ist nämlich gescheit heiß, da holt man sich ganz schnell Brandblasen, wenn man nicht aufpasst. Die habe ich jetzt halt hier zu so einem Kranzel gebunden, dass wenn man dann nachher da ein paar von diesen Drudensteinen da unten befestigt, die sollen dann da an der Schnur da unten runterhängen und da im Wind dann baumeln, dass man dann da an ein paar richtig schönen Stellen schon seine Schnürl hat. Jetzt habe ich eins hier übrig gelassen und eins ist da hinten von oben übrig geblieben. Und als nächstes werde ich jetzt anfangen, das hier richtig schön zu verflechten, dass man hier auf beiden Seiten dann da auch noch ein bisschen was von den Schnüren hat. Und als nächstes schneiden wir uns aus so einem alten Lederfetzen Lederstreifen runter. Und da braucht es jetzt auch gar nicht so wirklich verschwenderisch sein, sondern dann machen wir dünne, ungleichmäßige Streifallen und kehren dann jedes Mal hier um. Und wichtig ist nur, zeige ich das jetzt halt hier, fangt so an zu schneiden, schön im Zickzack. Und immer dann, wenn man so einen Punkt hat, wo man umdreht, da schneidet ihr dann einen kleinen Kreis raus und geht es wieder zurück. Und dann nehmt ihr das nächste und dann hat man ein paar so richtig schöne Streifen, die sich hier entlang ziehen und die dann so sich auffächern, so in 3 oder in 4 Richtungen. Und das Ganze ist ein schönes Stückchen Leder gewesen. So. Und da schneidet ihr halt dann einfach so ein ungleichmäßiges Muster raus. Und wenn das dann fertig ist, machen wir 2 oder 3 Stück, dann kann man das hier so richtig schön einflechten. Das kommt dann hier mit rein, dann läuft es da so unten durch. Dann macht es hier so einen Bogen. Das muss man halt dann ausprobieren, wie es schön ausschaut im Gesamtding. Und dann hat man hier so einen richtig schönen Lederfetzen, der sich hier so ein bisschen bewegt. Und das macht man dann mit 2, 3 Stück. Dann hat man hier auch so richtig wilde Lederapplikationen drinnen. Wenn ihr wollt, dass das zum Schluss dann so richtig wuid und fertig ausschaut, dann müsst ihr das zuerst mal so ein bisschen weich kneten, damit das so seine starrige Form verliert. Und dann geht es heraus, nehmt einen Dengelhammer oder irgendeinen anderen Hammer und ein Stück Eisen und dann klopft ihr die ganzen Kanten platt. Und dann schaut es aus, als wäre das ein uralter Lederfetzen. Und dann nehmt ihr einen Dengelhammer, irgendeinen oder normalen Hammer, was euch am meisten liegt. Und dann haut es dann nur hier auf die Kante drauf. Dann geht es nämlich los, dass das hier so einen richtigen vergammelten Touch kriegt. Und die Möglichkeit Nummer 2 ist, dass ihr euch eine Stahlbürste nehmt. Also eigentlich solltet ihr eine Kupferbürste, irgendwas was weicher ist als Stahl. Und dann fahrt ihr einfach hier über den Rand genauso drüber. Braucht ihr natürlich so eine Kante, da müsst ihr das hinlegen. Gescheit festhalten. Und dann fieselt ihr den Rand hier mit der Stahlbürste ab. Und nicht zu tief ins Material reingehen, weil ihr wollt ja nicht hier Kratzer haben, sondern ihr wollt ja nur, dass der Rand ausschaut, als wäre das Leder schon vor ewigen Zeiten geschnitten worden. Dann fangen wir jetzt mal mit dem Leder an. Hier habe ich das Anfangsstück von diesem Lederfetzen hier drunter gewickelt. Und jetzt spanne ich das hier ein paar Mal so durch. Da haben wir ja noch ein paar mehr, so dass es schön ausschaut. Und dann, wenn wir da eine schöne Form gefunden haben, dann wickle ich da nochmal überall diese Bastschnüre rum. Beim Leder darf man natürlich nicht vergessen, dass man verschiedene Ebenen hat. Und jetzt halt nicht immer nur oben durchgehen muss oder kann,
sondern dass man die Lederfetzen auch nehmen kann und die dann einfach mal unten durchzieht und die dann da unten irgendwo rumhängen lässt. Da sind mir jetzt zum Beispiel die Linien noch zu gerade, das werden wir noch irgendwie brechen hier. Dass man das da noch festbindet oder da noch irgendwie was rüberzieht, damit sich das hier noch ein bisschen auflöst. Immer vorsichtig mit dem Kleber sein, nicht zu viel nehmen. Wenn ihr zu viel nehmt, dann barzt den raus und dann schaut es nicht mehr nach Schnur aus. Und das, was dann weiß wird, das könnt ihr nachher noch abschneiden oder wegzwicken. Dann kommen wir jetzt zum so gut wie letzten Schritt. Jetzt geht es an die Drudenfüße. Schauen wir mal, wie viel das wir da brauchen und wo die hängen sollen, damit es cool ausschaut. Ich glaube, so ungefähr so werde ich es machen. Ja, und zu guter Letzt müssen wir jetzt nur noch die Drudensteine festmachen. Die Lochsteine, den Hühnerherrgott oder im Norden den Hühnergott. Zu den Steinen habe ich euch schon gesagt, gibt es ja hier oben eine extra Geschichte. Falls jemand diesen Brauch nicht kennt. So, Spätzchen. Das war's mal wieder aus dem bayerischen Outback. Ist das Ding nicht cool geworden? Ich weiß nicht, wo ich es am besten hinhalte, damit man es gescheit sieht. Ja, damit haben wir wahrscheinlich wieder ein ganz neues Kapitel aufgemacht. Mystische Sachen. Da oben gibt es ein paar mystische Geschichten von mir aus Bayern. Verlinke ich euch. Schaut euch die mal an. Da lernt ihr noch ein bisschen mehr über die ganzen mystischen Sachen, die es so gibt, die in Bayern rumgeistern. Die Borndelkraxen, die ist wie das Charivari, die ist nie fertig. Immer wenn man mal wieder irgendeinen Gegenstand findet, irgendwas Mystisches, irgendwas, wo man merkt, es hat Energie, dann hängt man das damit dazu. Ja, und dann beschützt das Haus und Hof und Kind und Vieh. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Es ist halt immer ein spannendes Thema, wenn man so alte Sachen aufgreift und die dann fast ein bisschen ausarten, aber es macht halt einfach tierisch Spaß. Gell? Am Anfang wusste ich ja selber noch gar nicht, in welche Richtung das geht, aber ich glaube, da wird noch einiges mehr passieren. Und dann kommt ein bisschen was dazu und dann wird es schöner, so wie man halt so alle Gegenstände, die man hat, so ein bisschen vervollständigt. So wie mein neuer Wilderer-Hut. Ja, habt ihr auch gesehen, am Anfang gab es noch kein Bandel, jetzt gibt es ein Band, jetzt gibt es dann vielleicht noch ein bisschen Verzierungen als nächstes, das weiß ich noch nicht, das muss ich halt auch entwickeln. Aber wer die Hüte cool findet, bayerische Mexikaner sind unten verlinkt, Serena Hats. Das ist so, glaube ich, mein neuer Lieblingshuthersteller. Für die ganzen Wilderer da drunter unter euch. Gell? Halte ich es nochmal her, damit ihr es nochmal genießen könnt. Solche Sachen, die fertigt man wie alle anderen mystischen Amulette und Gegenstände in den Rauhnächten oder man verschenkt sie in den Rauhnächten, wenn man möchte, dass der Zauber wirkt. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen heute. Passt auf euch auf, gell? Hängt keine Wäsche auf in den Rauhnächten, kauft kein Glump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Die wichtigste Regel in den Rauhnächten. Ja, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch.